Hey, salut zusammen, bevor der Podcast anfängt. Merci vielmals für die tollen Rückmeldungen und den Support, den wir bekommen haben, wie zum Beispiel. Also es sind so Nachrichten gekommen wie beste Unterhaltung während dem Unterricht. Hey yo, haben im Podcast gehört, mega unterhaltsam. Also ich würde den erst auch hören. Dann habe ich noch ganz viele Nachrichten bekommen, wie ich habe es gestern gehört, ich bin nur aber vor Lachen. Könnt ihr bitte noch mehr Podcasts machen? Danke, Unterhaltung pur. Man verliert halt wie nicht den Anschluss, weil es so random ist und das ist mega cool und weil er so lang ist, kann man immer wieder reinlassen. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es so cool wird und so weiter und so weiter. Das sind alles nur ein paar Nachrichten, die wir bekommen haben. Genau, wir müssen uns einfach herzlich vielmals bedanken für all den Support, den wir bekommen haben von euch bis jetzt. Und hoffe, die zweite Folge wird euch auch gefallen, auch wenn es dieses Mal noch ein bisschen wilder und mehr random war, man sieht doch nicht was alles. Aber so läuft es halt bei uns. Also ja, danke vielmals. Ich fühle das anders, Alter. Das, meine Leute, ist ein Halloween-Theme-Song gewesen, aber nur mit Among Us Sounds. Das ist genial gemacht von Sheet Music Boss auf YouTube. Sehr genial. Sehr genial. Oh lolo. Ja, Leute. Shalom. Und damit herzlich willkommen zu der fucking zweiten Folge Lauch und Locker. Unfassbar, wir haben es bis zu der zweiten Folge geschafft. Man mag es fast nicht glauben. Aber wie immer sitzt da auf meiner Seite ich als Lauch und gegenüber von mir wie immer der wunderbare Raul mit seinen wunderbaren Locken. Und wir sind wieder da, vereint, um irgendwelche Trash zu bereden, das aufzunehmen und auf YouTube und Spotify aufzuladen. Trash Talk. We love it. And you love it too. Ich finde das geil. Ich kann da schönen Pfefferminztee, damit meine Stimme auch schön ölig klingt. Und ich habe geiles Wasser, damit es genau das Gegenteil ist. Wasser ist gesund, Wasser ist gesund. Ja. Ja. I mean, ja. Ja, Raul. Es ist Halloween. Halloween, liebe Halloween. Leute. Passend zu dem natürlich auch Halloween-Theme-Song. Feierst du Halloween, Raul? Früher amix mit Kollegen rausgegangen. Trick or Treat jetzt nicht gross. Weil wir sind immer einfach so, nein, wir wollen nicht mit Leuten reden müssen, die wir nicht wollen. Also, you know, wir wollen einfach essen, Süßigkeiten und dann ist das Leben easy. Ja, und es ist einfach so, abmachen Halloween war immer lustig gewesen. Und dann hat es halt auch noch so Sachen gegeben wie Killer Clowns. Wer mag sich nicht daran erinnern? Einfach die Spackos, die das Gefühl haben, kleine Kinder verstecken, so ist lustig. Aber also in Amerika ist das ja brutal ausgeartet. Das also, ist eins zu viel geworden. Also dort haben sie auch wirklich, ich glaube, dort haben sogar Killer Clowns gleich mal so einen alten Opa erschlagen, glaube oder nicht? Irgendwie so Ist etwas gut, ich traue es voll zu. Irgendwie so etwas habe ich glaube schon mal gehört, weil einfach irgendwie so... Das ist Thema gewesen, ich weiss nicht, wenn ist das Thema gewesen? Ich glaube 6. Klasse Betz oder irgendwie so etwas. Also 6. Klasse Primar oder Betz oder früher noch. Ja, also einfach die, wo der, glaub, der erste Film It rausgekommen ist, ist es halt einfach... Gut, der allererste It-Film, der ist Nein, von 1991. Ich glaube, es ist dort rausgekommen, wo der neue rausgekommen. Wann ist der neu rausgekommen? Hey, ich weiss es gar nicht, aber ich kann es schnell nachschauen. Ich glaube, irgendwann, es ist... It 2017. 2017, ja, das kommt ziemlich genau hin, ja. Ja, warte, das sind 3 Jahre jetzt schon. Uff, 3 Jahre. 3. Dann war was gewesen? Noch Oberstufe. Ja, Gut, aber es hat vorher schon angefangen. Aber es hat schon... Ende 6. Primar, Anfang Also ich glaube von Amerika gekommen, gell? Und dann haben sie irgendwie die Schweizer gedacht, ja komm, wir sind jetzt einmal Amis und machen das nachher. Ja, so. das Ding ist halt, es gibt immer solche Leute, die denken, das ist so lustig, tun wir kleine Kinder verstecken und alte Menschen, weiß ich doch nicht was alles. Einfach Leute, die durchlaufen halt. Das ist so. Und es ist einfach, nein. Also ich meine, ich Nein. finde es lustig. Leute verstecken ist toll. Man aber- kann es übertreiben. Es ist einfach, also wenn man dann wirklich mit einer Motorsäge jemandem hinten rennt und die sich dann verletzen, dann hört der Spaß einfach auf. Also. Ja, nein, es gibt wirklich eine Grenze. Wenn du einfach schnell Schrecken jagst, das ist lustig, aber wenn du über längere Zeit auch jemandem nachsäckelst, das finde ich persönlich auch nicht mehr lustig. Es ist so sinnlos, und keine Ahnung. Und eben, also es ist wirklich ausgeartet. Ja, keine Ahnung. Aber nochmal zurück, was du feierst Halloween, also schon im kleinen Rahmen. Also so. Früher, danach nicht mehr gross. Es ist auch meistens halt unter der Woche. Bist du früher immer mit Kollegen rausgegangen und Süßes oder Saures? Ein oder zwei Mal vielleicht.
Aber es ist nie so ein grosses Ding. Wir haben einfach gedacht, weisst du was, wir es mal machen, ist sicher lustig. Aber sonst haben wir uns sonst einfach getroffen und irgendwie kleine Partys oder so gemacht. Also kleinen Rahmen, vielleicht einfach Filme oben, irgendwie so etwas. Aber meistens war es halt eben unter der Woche gewesen, plus es ist noch Schulzeit und da hat es sich nicht gross gelohnt, da sind wir ja hier noch. Aber dieses Jahr wäre cool gewesen, aber... Nein! Corona! Sag nein! Nein. Und du bist auch gefeiert? Verschluckt. Ist nicht Corona, alles gut. Also ich habe noch nie in meinem kompletten Leben irgendetwas mit Halloween zu tun gehabt. Meine Eltern haben es mir, das ist jetzt noch Schutz, sie haben mir wirklich immer verboten, rauszugehen. Sie haben das als einen Scheiß bezeichnet, von Haus zu Haus zu laufen, nach Süßem oder Saurem zu fragen. Ehrlich gesagt habe ich auch nie, also zu der Zeit, wo ich so jung war, als dass ich Freude daran hätte, habe ich nie Kollegen gehabt, die mit mir wären rausgegangen. Autsch. Nein, und dann, also für mich war es jetzt ehrlich gesagt nie so ein Problem gewesen. Wir haben immer die Hause einfach als Familie, haben wir nicht mal irgendwie speziell gegessen, es ist einfach ein Abend wie jeder. Ja, also ich meine, Halloween ist in der Schweiz eh nicht so ein grosses Ding. Ganz ehrlich, fast alle Leute, die dort draussen rumlaufen und auch an Halloween für Süßes oder Saures gehen fragen, oder auch die generell einfach mit Kollegen an Halloween rausgehen, haben keine Ahnung, was Halloween eigentlich ist, woher das kommt, wieso das gefeiert wird. Ich muss sagen, ich habe es auch vergessen, aber ich weiss, wir haben es mal in der Schule angeschaut. Es ist unter anderem bei der Kälte zum Beispiel. Wenn ich es richtig kann, ist es ganz, ganz ursprünglich von der Kälte gekommen. Weil die haben dann eben so, glaube ich, wie eine Geisternacht gehabt. Also, don't quote me, aber ich hatte das mal in einem Vortrag irgendwie gehabt. Die haben eigentlich dann einfach Essen und so rausgestellt, damit die bösen Geister nicht so reinkommen. Und das ist dann auch in den USA eigentlich so weitergeführt worden mit Halloween. Und dort ist es ganz früher, wo es halt noch so Kolonialzeit, was ich doch nicht war, ist es auch noch nicht so gewesen, dass kleine Kinder von Haus zu Haus sind, gibt mir Süßes. Nein. Dort haben sie einfach Essen rausgestellt, dass sie in Ruhe gelassen werden von den Geister, in Anführungsstrichen, Schlusszeichen. Und mit den Kürbissen, was hat sich dort auf sich, weißt du das? Da braucht man jetzt den Raffi, der wüsste das bestimmt. Ich hätte jetzt einfach mal drauf losgelassen und gesagt, zum Abschrecken, maybe. Keine Ahnung. Also ich glaube, es hat irgendetwas, ich habe irgendetwas in Erinnerung, das ist fix falsch, aber dass sie dort traditionell den Kürbissuppe gegessen haben. Aber kein fucking Fall. Also ich weiss einfach, sie haben Kürbis ausgehöhlt und aus dem Inhalt den Kürbissuppe gemacht und irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Meine Kürbissuppe ist geil. Ach, das ist das Geilste. Meine Nachbarin und mein Großvater ist Profikoch und meine Nachbarin kocht wie ein Gott. Und die bringen mir immer Kürbissuppen über, wenn sie es gemacht haben. Alter, das ist das Geilste vom Leben, Mann. Das ist so wild. Das ist so geil. Ich liebe Kürbissuppen und alles. Alter, das ist Porno. Aber was ich liebe, ist, wenn Halloween vorbei ist und dann so 1. November, das ist gerade Weihnachten. Instant. Überall alle Halloween-Sachen sind weg. Weihnachten ist jetzt da. Ich bin jetzt, Alter, letztens bin ich glaube schon in den Migros und ich habe dort schon Weihnachtssachen gesehen. So Leute, wie früh fängt ihr bitte an, Alter. Im Oktober schon irgendwie Weihnachtszeug drin haben, Weihnachtskugeln, Samichlaus, Schoki. Kollege, wieso? Nein. Fängt doch am Dezember an, Gott verdammt, und das ist selbst schon zu früh. Gott, Alter, nein, Mann. Verstehe ich nicht. Ja, und dann, wir haben in der Primar, jetzt ist es sehr, sehr, es ist halt, ich glaube, das war bei jedem so gewesen, in der Primar ist es in der Klasse generell so gewesen, das sind die Coolen, das sind die Uncoolen, so, das war immer so aufgeteilt gewesen. Und bei uns, die Coolen sind an Halloween immer raus und haben mit faulen Tomaten und Eier an die Schule rausgeschmissen. Das sind so die, für die ich gar kein Verständnis habe. Das ist so, Bruder, wieso? Das ist einfach nicht führig, es ist nicht cool, es ist einfach nervig und also was bringt es dir weiter im Leben? Also ich verstehe es nicht. Es ist so... Hey, also ich bin wirklich nach Halloween in der Primar, ich weiß nicht, das ist 5. Klasse oder 4. Klasse oder 6. Klasse, irgendwie so in dem Dreh, um 4. bis 6. Klasse, irgendwie so, bin ich in die Schule am Morgen und dann steht so 3 Fenster vom Schulhaus mit Holz genagelt gewesen, weil sie die Scheibe kaputt gemacht haben. Die Hauswand ist voll mit Eier überrascht gewesen, der Boden alles voll mit Eier. Und jeder hat davon geredet, dass es da die super coolen Jungs aus meiner Klasse waren. Und habe ich mir gedacht, hey Bro, wieso? Was hat es dir gebracht? Was ist das? Was hat das mit Halloween zu tun? Nein, es hat wirklich einfach nichts mit Halloween zu tun. Das ist einfach Vandalismus und das ist absolut ein No-Go. No-Go. Also für mich ist Halloween einfach Süßigkeiten und vielleicht einen Horrorfilm schauen. Also ich meine, ich kann... deine scheiß Horrorfilme. Horrorfilme sind einfach Liebe, Leben. Ich habe gestern Scream geschaut und ich habe es geliebt. Ich bin positiv überrascht gewesen.
Schön. Ja, schön. ich habe eben schon Sachen gehört, von wegen, er ist nicht so gut. Aha. Und er ist halt auch recht alt. Und dann hast du schon eine gewisse Erwartung gehabt, die sich dann nicht bestätigt hat. Ja, ich bin zum ersten Mal wirklich positiv von einem Horrorfilm überrascht gewesen. Wow. Wow. Lieblingssüßigkeiten? Hast du? Oh. Uff. Mauams. Mauam. Alter, Mauams finde ich schon schön. Das Ding ist auch, Gummibärli sind geil, aber Gummibärli ist eins und es weißt du, die ganz kleinen Päckchen. Aha. Und dann ist fertig. Vielleicht noch das So. zweites. Gummibärli kann ich so wenig essen, aber Mauam, Alter, gib mir eine fucking Packung und mir ist immer noch nicht schlecht. Schoki und Gummibärli wird mir richtig schnell schlecht davon. So geil es auch ist und so viel ich auch friss. Aber Mauams, Bruder, ich kann einen Laden leer fressen, mir wird nicht schlecht. Oha. Nein, Gummibärli sind Liebe Leben. Ja, ich finde es ja geil, aber ich kann Mauams einfach lieber. Ich tue doch ein bisschen. So. Ich will mal unbedingt so die typischen amerikanischen Süßigkeiten ausprobieren, wie zum Beispiel, wie heisst Candy Corn. Hast du vielleicht auch schon gesehen, sind so kleine Dreiecke, die so, ich glaube, gelb, weiß, orange sind. Wenn sie mal anschaust, ich glaube, sie sind einfach, es sind halt Süßigkeiten. Candy Corn. Weil wenn sie so eben aneinander aufreihst, so mit einem Kreis nach oben, dann sieht es aus wie Die habe ich Mais. einfach mal, sind das da so pillenartige oder die Dinge? Ja, genau, Die die. habe ich mal einfach in so Film gesehen, sind die da so, also so, also irgendwie, ich weiß nicht, Kevin allein zu Hause ist nichts in irgendeinem Film, wo so die wirklich so, ja doch, die sehen noch geil aus. Also ich werde sie mal probieren, aber ich habe auch schon gehört, dass sie nicht so geil sind. Aber ich glaube, es ist einfach Zucker. Amerika. Amerika ist halt, die haben alle von dem allem, was wir rein tun, ist halt doppelt so viel drin. Like zum Beispiel Steak, amerikanisches Steak, ist mehr Fett drin, als wir in einer Woche für Bratfleisch brauchen. Belastung. Es ist hure geil, glaube ich. Und Süßigkeiten stelle ich mir vor, dass sie 3-mal süßer sind wie unsere. Ich schwöre, es ist einfach zu viel Zucker. Aber Und- sehr ballastig so, glaube ich. Ja, das Ding ist halt, wenn es zu zuckrig und zu süß ist, mag ich nicht. Aber was richtig Ja, geil same. ist, zum Beispiel eine Mischung zwischen süß und salzig. Zum Beispiel Reese's Peanut Butter Cups. Boah, Findest du vielleicht? oh nein. Oh, die sind so geil. Die im Kiosk kannst du die kaufen. Das sind einfach so Schoki-Förmchen in dem Sinn mit Erdnussbutter drin. Erdnussbutter klingt schon hässlich. Nein, das ist richtig geil im Fall. Also so zusammen ist das so fein. Ich kann immer, ich weiß nicht, wie die heissen. In der Migros hat so Gutzli, die so aussehen wie Anzündwürfel. Mit Konfi innen drin. Ich weiß nicht, wie die heissen. Und das ist das Geilste, was es irgendwie noch gibt. Noch nie gehört. Anzündwürfel. Ich sage den Anzündwürfel, weil ich nicht weiss, wie die heissen, aber Okay, Migros Guetzli. das kannst du jetzt sicher nicht googlen, du. Ich gebe jetzt Migros Guetzli. Das ist, Brudi, die sind zu wild, Mann. Anzündwürfel. Die heissen nicht so, Ja, Kollege. ja, das- logischerweise. Ich ist kann jetzt- jetzt Anzündwürfel eingeben. Das wäre jetzt recht lustig gewesen, wenn es gekommen wäre. Süßigkeiten bist du so einer, der dann wirklich so mal so 500 Packungen davon frisst. Ohne dass es schlecht wird, oder hat es bei dir auch einen Grenze? Oder bist du so ein Geniesser, oder bist du so einer, ja, Süßigkeit, jetzt gibt's Ich mal, kann jetzt aus gönn ich mir. gesundheitlichen Gründen nicht so viel essen. Zucker. Oh. Piu, piu. Piu, piu. Also das Ding, ja, ich kann so ganz wenig essen und danach ist fertig, weil ich nur die Hälfte schnell verdaue und der Rest hat ein bisschen länger. Und wenn du könntest, würdest du mehr? Also wenn, sagen wir jetzt, nehmen wir ein Beispiel, so, also gut sind zum Beispiel 10 Sterne. Oh. Das Ding ist, die esse ich gerne langsam. Ich tue immer so zuerst jede Ecke abbeißen und dann das Mittelstück. Also ja, da habe ich ein bisschen länger. Aber so Sachen wie Gummibärli, ich tue sie immer so sortieren nach Farbe, in welcher Reihenfolge ich sie essen will. Das ist richtig wack. Ich auch, aber nein, ich tue auch. Ich auch. jetzt will ich die Farbe Also und dann nicht, die. ich lege nicht eine Reihenfolge nach, aber ich kann nicht ein rotes mit einem egalen Gummibärli zusammen essen. Das geht nicht. Ja, ich muss sie auch immer einzeln essen. So ein Hampflo geht. Nein. Ich tue mir immer so alle Galen raussuchen, alle Weißen raussuchen, dann esse ich die Galen, dann esse ich die Weißen, dann die roten, grünen und so weiter. Aber bei Haribo Gummibärli sind die roten einfach die geilsten. Ach nein, Mann, ich finde Orange und Gelb sind die geilsten. Ich finde rot. Und bei Nim 2 die grünen Blätter da. Oh, ja, Das sind die aller. So geil. die sind schon geil. Ich finde die Gummibärli, die unter dem Gummibärli noch so ein weißes Ding dran haben. Das ist die.
Oder nur. Gönno. Also so Milchgummibärchen oder wie immer die heißen. Milchbubis. Ja, die sind auch geil. Mhm. So die Pilzli, so eigentlich das Zeug so. Ah, Süßigkeiten. Die sind geil. Haha. Und was hast du denn lieber? So Gummibärli, Mauams-Zeug oder so Schokolade, milchlastiges Zeug? So Pudding und so Shit. Ich finde Guetzli und so. so Schoki-Sachen, Knügler, Deutsch, nein. Knüge, Gott! nein, das ist nicht mehr gut. Sind schnell genug. Das hast du aber schön umformuliert. Yes, very much. Aber so Sachen wie Gummibärli und so, die sind immer easy. Also zum mehr essen, finde ich. Weil jetzt zum Beispiel Schokimus. Das ist so schnell einfach zu viel und einfach zu lastig an Schoki. Und dann ja, ist halt nein. Einfach nein. Too much. Einfach nein. Ich finde auch Glasse zum Beispiel ist Vanille feiner. Weil es halt einfach wie über längere Zeit feiner ist, weil es nicht so schwer schmeckt und einfach... So etwas Leichtes ist so. Ja, geil. Einfach geil. Also bist du so Glasse-Typ? Es geht. Gehörst du auch zu diesen behinderten Menschen, die im Winter Glasse essen? Nein, das kann ich nicht. Bruder, ich kenne so viele Leute, die ich so... Bro, es ist minus 2000 Grad draussen. Wie kommst du auf die Idee, scheiß Glasse zu essen? Ich verstehe es auch nicht. Ich finde, Glasse ist halt reines Sommerding. Finde ich auch. Wenn Glasse, ich finde Wasserglasse nicht so toll. Oder die meisten zumindest. Ich habe lieber so die cremigen, I guess. Ja, same. Also Wasserglasse finde ich geil. Ja. Aber so Garne und so sind schon schön geil. Ja, es ist halt einfach fein. Vor allem Himbeergarne. So mit dem roten... Da mit dem roten innen drin. Oh. Yes! Digga, das ist Gönnung. Und französisches, wie heißt Softies. Das ist Softies zu wild. ist so geil. Zu wild. Einfach geil ist es. Einfach nur geil. Ja. Wenn wir schon bei Halloween sind und es so um Geister geht, hast du Angst vor dem Tod oder wie gehst du damit um? Geister, Angst vor Tod. Das ist ziemlich ein Deep Talk jetzt, aber Also, ja, nein. Ja, also das Ding ist halt, ich meine, wenn du gerade am Sterben bist, dann hast du, glaube ich, einfach Angst, egal was du sagst oder wer du bist. Aber wenn ich jetzt ich würde einfach Nein sagen, weil man weiß nicht, was nachher passiert. Warum sollte ich mir den Kopf darüber zerbrechen? Like, ich glaube, das Sterben selber ist nicht so schlimm wie die Angst, was nachher könnte sein. If you know what I mean. Okay. Also der Moment vom Sterben selber, von dem hast du nicht Angst, aber du quasi die Ungewissenheit, was danach kommt, plagt dich ein bisschen. Es blockt mich nicht wirklich, weil ich denke halt her nicht nach. Wenn es Zeit nicht dort nachdenkt, aber dann habe ich mir gedacht, Warum? Schule auch, ich denke auch nicht nach. Warum sollte ich daran denken, wenn es passiert? Weißt du, egal was ich denke, etwas wird kommen, juckt es mich jetzt? Nein, es kommt, was kommt. Also, mich persönlich juckt nicht gross, was kommt. Man kann es mehr anschauen als, man könnte sich nicht auf den Tod freuen, aber darauf freuen zu entdecken, was nachher passiert. If you know what I mean. Um es ein bisschen lockerer machen in dem Sinn. Aber es ist so Angst vor dem Tod, nein, nicht wirklich. Wenn dann eher die Art, wie man stirbt. Ob jetzt zum Beispiel... Also du bist nicht so einer, wo jetzt irgendwie, wenn jetzt nehmen wir mal Extremfall, ein Typ mit einer Knarre vor dir steht und droht abzudrücken, dann sagst du nicht so, ja easy, drück doch ab, sondern du bist so, du hast Angst vor, weil du weißt, du wirst jetzt gerade erschossen, aber... Ja, also ich denke, allgemein, jeder hat in dieser Situation Angst. Ja. Also, wenn jetzt jemand eine Knarre an den Kopf hat. Aber wenn es jetzt jemand mit Knarre ist, würde ich es weniger tragisch finden, weil das wäre ein relativ schneller Tod, je nachdem. Ich meine, wenn er den Kopf schießt, dann ist es fertig. So, in den allermeisten Fällen. Dann sind wir jetzt auch schon bei den Todesarten angekommen. Wir fangen mal oben an. Gut, da haben wir Axt. Das ist... Alter, zu wild, Mann, zu wild. Und wie steht es bei dir mit dem Tod? Schwierige Frage. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so eine schwere Diagnose bekomme, wie Krebs oder so, und es klar ist, dass ich nicht mehr lange zum Leben habe, dann wird es mir nicht mehr gut gehen. Beziehungsweise ich weiss es nicht, man kann es natürlich nicht sagen, wenn man das noch nie erlebt hat. Ja. Aber ich glaube, ich bin der gleichen Meinung wie du. Ich zerbreche mir mehr den Kopf darüber, was nach dem Tod kommt und wie es sich anfühlt danach. Aber der Moment vom Sterben, ich glaube, das ist sogar
so krank es klingt, aber ein erleichternder Punkt. Ja, weil es Wenn du jetzt, vor allem wenn ich jetzt eine schwere Diagnose hätte von Krebs und so, dann ist so das der Moment, wo du so alle Schmerzen loslassen kannst, wo du alles vor allem loslassen kannst, wo du krampfhaft festhältst und so. Das ist wie so eine Entlösung, sag ich jetzt schon fast. Also, wenn man jetzt so eine schwere Diagnose würde haben, dann würde ich glaube auch einfach sagen, ja, weißt du was, ich denke einfach nicht weiter nach. Es passiert einfach früher für mich als für andere, maybe. Und jetzt mache ich halt einfach noch, solange ich Geld habe und etwas machen kann, mache ich jetzt etwas. Genau, also wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe nur noch ein halbes Jahr zu leben, ich würde jetzt nicht, wenn ich etwas anderes machen, als du sonst würdest machen. Genau, also ich würde nicht arbeiten, wenn ich jetzt einen Job hätte. Ich würde stattdessen sagen, okay, weißt du was, ich wollte schon immer Bungee-Jumping machen, so. ich gehe jetzt Bungee-Jumpen Okay, oder ich gehe jetzt Fallschirmspringen. Ja. Dann würde ich die letzten paar Monate einfach geniessen und machen, was ich machen will und kann. Weil, ich meine, was bremst mich noch davon? Ich würde dann ja so oder so sterben. Also bald, ziemlich bald. Und ich denke, wenn du alt bist, bist du einfach froh. Sagen wir jetzt mal, du bist so um die 100. Dann bist du sehr alt. Und Das je nachdem bist du halt vielleicht auch noch dement, hast schon irgendetwas. Und dann bist du vielleicht auch einfach froh, wenn du sagen kannst, okay, jetzt kann ich guten Gewissens sagen, ciao zusammen. Ich habe viel erlebt, habe lange gelebt, habe die Welt lang belastet, jetzt kann ich gehen. Ich glaube, dann hätte ich nicht mal mehr Angst vor dem Tod, weil ich es nicht mal mehr mitbekommen würde. Also, ich glaube, ich würde im Kopf gar nicht mehr nachkommen. Also, Apparently, ja. sad life. Also das bringt mich eigentlich zu der Frage, wenn du noch etwas erleben willst, was wär's? Oh. Also allgemein. Ich meine jetzt nicht, du hast eine Todesdiagnose oder so, sondern einfach allgemein im Leben. Was willst du erleben? Ich wollte unbedingt noch mal ein bisschen mehr reisen als nach Frankreich, Mallorca und Deutschland. Also so außer Europa oder? Außerhalb Europa oder einfach mal... Gar nicht mal außerhalb Europa, Mann. Ich bin noch nie in fucking England gewesen, ich bin noch nie in Irland gewesen, ich bin noch nie in Island gewesen, ich bin noch nie irgendwie östlich gewesen, bin ich noch nie irgendwie dort in die Richtung. Ich bin noch nie mal in Österreich gewesen, Kollege. Weil meine Eltern sind so sie sind so die fetten Gewohnheitsmenschen, wenn die einen Ort gefunden haben, wo sie geil finden, gehen die dort ihr fucking ganzes Leben lang. Die sind nicht so, wenn ich sie frage, kommen wir mal nach Italien, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, kommen wir mal nach Italien, kommen wir mal irgendwie nach England oder so. England geht jetzt noch, aber Italien, wenn die irgendwie an einem Ort sind, wo die Sprache nicht kennen, wo die Kultur nicht kennen, wo die Normen nicht kennen, dort wollen die nicht hin. Und ich wollte einfach mal unbedingt, ich wollte mal nach Ägypten, ich wollte mal eine Pyramide sehen, ich wollte mal nach Island oder nach Irland und die geile, fette Klippe sehen, wo es einfach runtergeht. Schottland, dort will ich unbedingt mal hin, das wäre genau so geil. Ich wollte mal nach London ins Harry Potter Museum, ich wollte mal mit einem roten Bus fahren, falls es die dort überhaupt noch gibt. Ich wollte irgendwie mal... ich wollte mal irgendwie das sowieso, auch wenn ich eigentlich nie Musik als Beruf machen wollte, aber ich wollte als Beruf machen. Ich wollte mal unbedingt vom relativ grossen Publikum irgendetwas Musikalisches darbieten. Das sind hure viele Sachen, aber ich glaube, vor allem wollte ich erst mal die Welt sehen so, und mal andere Kulturen ein bisschen kennenlernen. Ja gut, ich meine, ich hatte dort halt schon ziemlich Erfahrung, weil ich viel und weit umgereist bin. Ja. Und das Ding ist halt, es kommt mega aufs Land drauf an. Wenn es jetzt ein Land ist wie, sagen wir zum Beispiel China, dann haben wir immer Reiseleiter dabei. Oder organisiert, sagen wir so, wo es dann durchgeleitet haben, je nachdem auf Deutsch oder Englisch, was halt gerade billiger war. Oder, also, ja, weil das Ding ist halt, Deutsch und Englisch, das versteht man beides gut. Und, logisch, ja. Ja, dann nehmen wir halt das Billigere, logischerweise. Jetzt China zum Beispiel ist das Ding halt, mega viele Leute können dort noch nicht oder sind nicht so gebildet in Sachen eben andere Sprachen wie Englisch. Ja. Aber wenn sie Englisch können und sie hören, dass du vom Ausland bist oder dich halt sehen, dann reden sie gerne mit dir auf Englisch. Also so fast so etwas wie wenn sie zeigen. Aber sie fragen halt, kann ich dir helfen und so, und das ist eigentlich noch voll toll. Aber eben, das gibt es nicht so viel. Und das Ding ist halt, wenn du nach einer Richtung fragst, zum Beispiel gerade in China, und sie die Antwort eigentlich nicht wissen, sagen sie einfach etwas, weil sie das Gesicht nicht verlieren wollen. Wegen dem immer mehrere Chinesen eigentlich fragen. Also wenn es China bist. Aber ja, also ich meine, ich habe in China gerade konkret als Beispiel eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Die Leute sind eigentlich nett gewesen. Dann Myanmar zum Beispiel haben wir auch eine Reiseleiterin gehabt. Einen Reiseleiter.
Halt, also vor allem wegen sprachlichen Sachen. Ja. Ich meine, der geht es halt auch noch voll und sie können uns dann auch zeigen, ja, dort und dort müsst ihr zum Beispiel Schuhe abziehen, wenn ihr in den Tempel reingeht und auf das müsst ihr schauen. Tun ja nicht das und das machen, weiß ich doch nicht was. Aber andere Länder, wie zum Beispiel Japan, ich meine, Japan ist brutal sicher. Die kannst du am Flughafen stehen und diese Japaner lassen einfach Koffer stehen und laufen schnell weg und gehen in den Laden oder so, ohne Angst, dass der Koffer gestohlen wird, weil das passiert so fast nicht. Das ist richtig krass. Und Was glaubst du, an was liegt das? ich glaube, das hat halt noch... Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Japan ist für mich so voll das Land, wo sie auch früher immer so mit Ehren und so... Also, ich meine, Samurai, was ich doch nicht was alles. Genau, ist halt ja. voll das Ehrending. Also gewesen. so, ich kann, Das Gesicht von der Familie. das ist jetzt auch der Eindruck, den ich jetzt habe von Japan. Alle sehr, sehr gut erzogen oder sehr streng erzogen. Und sie arbeiten viel. Ja. Aber, I mean, das Land ist... Ich meine, teils ist es halt schon brutal, wenn du so hörst, wie ja, die Person ist während dem Arbeiten gestorben, weil sie so und so lange irgendwie nicht mehr geschlafen hat oder weiß ich doch nicht was. Ja, das ist dann schon zu heavy, aber Das ist so heavy, als Tourist kommst du eigentlich gut durch Japan durch. Weil es ist gleich noch alles auf Englisch angeschrieben, also U-Bahn und so. Jetzt sind wir aber auch ohne Reiseleiter umgegangen. Und du findest auch immer irgendwie Zeug und Sachen, oder wo wir in Hiroshima zum Beispiel waren, dort hat es einen Mann gehabt, der hat gesehen, dass wir auf der Karte rumgeschaut haben und nicht gewusst haben, wo wir genau sind. Und der hat uns dann halt sofort angesprochen gehabt, eigentlich und so, hey, kann ich euch helfen? Ja. Ich meine, wir hätten nicht mal müssen fragen, sondern die Leute fragen. Die kommen von sich aus, ja. Und also das war verdammt sozial gewesen. Geil. Und wenn wir schon beim Thema Sprache sind, welche Sprache würdest du richtig gerne fließend können sprechen? Richtig fließend, ja. Ich meine, Spanisch wäre schon geil, so richtig perfekt zu können. Ich meine, ich kann schon ein bisschen, aber ich verstehe es besser, als es reden zu können. Aber wenn ich das richtig perfekt könnte, könntest du halt auch in mehreren Ländern gut also weitergehen, halt in dem Sinn. Weil, also bei asiatischen Sprachen ist es halt teils noch schwierig, ob sich das lohnen würde. Ich meine, Chinesisch ist, glaube ich, die meistgesprochene Sprache, also Mandarin, glaube ich. Aber das redest du halt gleich fast nur in China irgendwie. Ja, aber China ist natürlich wirtschaftlich sehr interessant und wichtig. Was du halt so fängst, also wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen random, aber wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, mal so wirtschaftlich sehr aktiv sein als CEO von irgendeiner fetten Firma, ich meine, dann kannst du dir eventuell helfen. Ja, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, ich würde jetzt eher eben zum Beispiel Spanisch nehmen oder Französisch wäre halt schon auch cool. Da bin ich eben der gleichen Meinung. Französisch finde ich geil. Das Ding ist halt, du kannst schon Englisch relativ fließend. Traurigerweise kann ich nicht so perfekt. Aber Französisch finde ich so eine schöne Sprache und ich würde sie so gerne können. Also jetzt for real. Also das ist, glaube ich, also wenn ich mal einen Austausch mache, dann nach Frankreich. Das ist auch geil, Alter. Ich kann nicht mal Englisch und habe Traum davon, Französisch Ja, zu aber lernen. ich finde jetzt, also Englisch, das kannst du mittlerweile, ich meine, wie lange gehen wir jetzt in die Schule? 10 oder 11 Jahre, je nachdem. Dann kannst du es irgendwann halt genug gut, um dich auch sonst verständigen Ja, können. verständigen zumindest. ist nicht gleich flüssend. Ja, schon, aber das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel einfach Englisch willst, dass du irgendwie Tourist könntest sein. In Für das England. sind wir vermutlich schon genug. Das wird Führungslänger, glaube ich. Ja, sogar für mich, obwohl ich ja vom Level her Englisch, I can very good speak English. I mean, du kommst gut mit, also you can it. Yes, Aber very so, good English. so jetzt irgendwie was weiß ich, irgendwie Russisch oder Das wäre auch geil irgendwie. so, das wäre nichts für dich so. Es wäre lustig, aber wenn ich jetzt eine müsste auswählen, würde ich halt, glaube ich, wirklich eher Spanisch oder Französisch nehmen. Einfach, Du willst bei der Lateinsprache bleiben. Ja, weil ich habe das Gefühl, von denen hat mir allgemein am meisten Mühe noch. Ich meine, wir reden eine germanische Sprache, Englisch ist, glaube ich, auch eine germanische Sprache. Yeah. Und dann wäre es doch noch cool, wenn man so eine nicht germanische Sprache gut könnte, mit der aber auch gleich mehr anfangen kannst. Also ich weiss jetzt nicht genau, wie Russisch ins Bild fällt, aber ich glaube, Also Russisch das ist wieder etwas komplett anderes. anders als Germanisch und Lateinische Sprache, so, ja. Okay. Ja, also das ist, ich weiss, hast du noch irgendwie, also ich habe jetzt da noch so eine Frage, so, wie stellst du dir das perfekte Leben vor, eben Reisen und so Zeug und so? Ja, Reisen halt einfach... Also das Ding ist halt, wenn du einfach genug Geld hast zum Reisen oder cool wohnen, nicht mal unbedingt teuer wohnen, aber einfach coole Möbel, weiß ich doch nicht was. Es muss nicht eine Luxusvilla sein.
echt nicht. Ich finde so die richtigen Luxus-Villen und so sehen nicht einmal so anmächtig aus. Viele. Viele, ja. Also ich meine, sie sehen cool aus und halt modern, aber für mich wäre es einfach nicht heimlich genug, um dort drin zu wohnen. Ich weiss jetzt halt nicht, wie du das ansiehst, ob du, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen extrem kleine Berghütten, die mit Schmine und sichtlich nicht war, oder Luxusvilla irgendwo in einer Großstadt. Also Villa, Apartment, sagen wir so. Yeah. Also, ich bin generell einer, ich will glaube schon lieber Luxusvilla nehmen. Ich bin, vor allem jetzt halt als Musiker und Producer, bin ich schon Fan von moderner Technik, das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, ich finde das geil. So als Ferien und Abstecher in eine einsame Hütte stelle ich mir geil vor, mit Kollegen umso geiler, wenn du aus der Hütte rauskommst und weiss gar wie viele Kilometer weit über die Alpen drüber siehst, das muss einfach geil sein. Ja. Aber zum Leben und zum Leben ist einfach ein Villa oder einfach ein Haus in einer Stadt einfach schon geiler. Also für die Zukunft, arbeitsmäßig und so. Ja. Also, Ja. ja. Es sei denn, du wärst jetzt zum Beispiel Physiotherapeut oder so in einem Sportgebiet gerade oder sonst irgendwie so etwas. I mean, maybe. Das wäre dann aber auch nicht auf die Tour. Ich meine, in einer Villa könnte ich dann natürlich mein Behandlungszimmer einbauen. Oh, ja, du machst Also, oder das. Ja. Ich weiss nicht, ich habe das in der Familie auch schon extrem oft diskutiert. So, meine Mutter ist eine, die würde sehr, sehr gerne ländlich wohnen. Also so richtig in der Pampa. Ja, du bist schon mit mir in der Ferien in Grächen. So, dort würde sie easy gerne wohnen, nicht nur in der Ferien sein. Okay. Und meine Schwester ist komplett das Gegenteil. Die würde fett nach Zürich ziehen, die gröbste Stadt, so voll Also in sie die Mitte. ist so ein mega Stadtmädchen. Ja. Einfach jetzt halt in den jungen Jahren natürlich, weil sie einfach so, sie geht gerne auf Clubs, Clubs mit Kolleginnen, Partys und so, das ist halt voll so ihr Ding. In den Ausgang gehen und so, und das ist halt einfach am Land, also. Ja, also ich meine, und du zum Beispiel, also bist jetzt mehr... Ich bin so Mitte, ich bin so Stadtrand. Ich also will wenig... Mehr oder weniger Dorf in der Nähe von einer Stadt. Nein, Stadtrand. Also ich tendiere mehr zu städtisch. Aber ich habe auch keinen Bock, dann in der Mitte von der Stadt zu sein, nur Lärm zu haben, keinen Garten zu haben, kein Ding so. Stadtrand wäre halt so, ich sage jetzt so, Niederlands bezeichne ich jetzt nicht als Stadt, aber ich von da aus 7 Minuten mit dem Zug nach Aarau oder irgendwie ein paar Minuten bis in die nächste Pampa. So, das ist jetzt ein bisschen, ja, Niederland ist jetzt ein bisschen mehr Pampa als Stadt, aber ich kann es gerne weniger lang in die Stadt, aber auch weniger lang aufs Land, um so ein bisschen entspannen. Das wäre noch nice so, das ist so das, was ich Oder halt, ja, ich meine, gerade so da Lenzburg rum ist einfach gerade hure geil. Also wie es liegt, finde ich. You know, halt Ja. eben, wie du gesagt hast, du kommst überall mega gut hin. Ich meine, auf Zürich, je nachdem sind es halt, sagen wir jetzt mal, circa eine halbe Stunde. Kommt ein bisschen darauf an, welchen Zug du nimmst. Du kommst auch gut hin, wenn du mal feiern willst, dann lohnt sich das eigentlich zum Reisen, aber halt nicht, wenn du regelmäßig feiern gehst. Dann würde wirklich das Stadtleben sich mehr empfehlen. Aber ich feiere lieber einfach im kleinen Kreis, also einfach mit den Leuten, die ich kenne, als in einen Club müssen zu gehen. Es gibt ja zum Beispiel in Aarau, wie heisst es da? Schlüssi. Genau, hasse ich. Einmal war ich gehe nie mehr dort rein, nie mehr. So scheisse. Ich persönlich finde es, nein, gar nicht toll. Es haben sich alle einfach vorgedrückt zu dem Mischpult. Und es hat irgendwie geheißen, was ich irgendwie 80er, 90er Jahre Musik. Nichts 80er, 90er ist gelaufen, ich habe mich verarscht gefühlt. Bruh. Und dann, ich bin glaube ich für eine halbe Stunde dort gewesen, da habe ich gesagt, mit einem merci. Kollegen, ey, ich muss raus. Ja. Es interessiert mich echt nicht, die Leute sind auch nicht so. Es sind halt immer so die Macho-Typen und die mega Tussis dort und was ich nicht, was alles noch so. Halt so die U16 Kinder halt so. Ja, und das ist, ich muss es nicht haben. Also, Das hat meine Schwester eben auch gesagt, sie ist eben 19, huch. Und sie hat auch immer gesagt, hey, die Partys U16 sind immer die schlimmsten. U18 sind geil, weil dort trauen sich alle zu tanzen, machen alle mit und so. Und U16 ist so, oh nein, ich will nicht. Das ist peinlich. Schaut, wie gewagt das ist. Ja, genau. Ja, nein, also ich finde eben, Party einfach mit Kollegen ist einfach 1000-mal lustiger, weil ich meine, im Freundeskreis hat man ja immer so ein bisschen die ähnlichen Musikgeschmäcker
Und, Nicht wirklich. ja, nicht immer, aber man kann vor allem so ein bisschen schauen und ablassen, was ich dich nicht war. In Sachen Getränk kann man auch, also weißt du, man hat viel mehr Selbstkontrolle halt. Und ich zum Beispiel tue viel lieber draussen feiern, anstatt in einem Irgendwo Gebäude drinnen, innen. ja. Weil in einem Gebäude innen, für mich ist das nicht mehr so, okay, ich darf nicht zu laut sein, die Musik darf nicht too much sein, weil sonst können sie mit Nachbarn oder so stören. Weil dann finde ich so draussen zum Beispiel auf dem Goffersberg oben. Du Das ist bist easy. draussen, wo es keine Wand zwischen denen hat und hast das Gefühl, innen, wo es eine Wand hat, Ja. stürzt die Nachbarn mehr. Aber schau, ich sag dir jetzt mal etwas. Im unteren Badezimmer bei uns würdest du den Nachbar hören furzen. Ah, Also nein, eben, wegen dem ist es schon mal riskant bei uns, zumindest in der Stube, so fette Partys zu machen. Und im Garten ist eh riskant, weil du im Dorf innen bist. Aber eben auf dem Goffersberg zum Beispiel oben, da kannst du gut Böckchen mit ein bisschen Musik ablassen. Und es muss auch gar keine grosse Party sein, du kannst eigentlich einfach da oben geniessen dort. Also weißt, man kann gut einfach hinsitzen und irgendetwas machen. Und wegen dem ist halt draußen und Perle. wie viel Mal am Tag furzt die Nachbar? Das war ganz so flach. Also, bruh. Ja, Digga, wir sind doch die ganze Zeit am Deep Talk führen und haben irgendwie nichts. Also ich weiss nicht, wieso Furzen für dich Deep Talk ist, aber Nein, easy. oh, ja. Ich meine, Angst vor dem Tod. Es sind eigentlich voll das interessante Thema, aber es ist nichts Lustiges. I mean, es ist nur lustig, wenn du es nicht lustig machst. Ja, wir machen es aber nicht lustig, das ist das Ding. Ja, wer hat gesagt, dass wir lustig sind? I mean, Damit jetzt ein Aufruf an euch Leute liest. Raul und ich haben es vorher schon besprochen. Wir brauchen irgendwie für einen Podcast irgend so eine Rubrik oder so, wo wir jeden Podcast immer wieder bringen, aber immer wieder etwas anderes. Ich mache zum Beispiel ein Beispiel Witz der Woche. Jeder erzählt in jedem Podcast seinen Witz von der Woche. Oder irgendetwas. Oder irgendein... Ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Die auf YouTube schreiben das doch bitte mal in die Comments rein. Die von Spotify kontaktieren uns privat oder auf Instagram oder irgendwie so. Instagram. Das wäre noch nice. Ich habe heute leider Sport in der Insta-Story ein Frage-Ding gepostet, um den Leuten zu sagen, ey, schreibe mal Fragen in für den Podcast. Es sind halt sehr viele Fragen dabei, wo wir nicht darüber reden können. Weil sie einfach, ja... Das kann man nicht... Kann man nicht diskutieren, das ist genau, es ist ein bisschen kritisch. Ja. Es gibt ein sehr... ich habe jetzt schon zweimal bekommen, diskutiert mal über Abtreibung. Uff. Das ist halt eben, das Ding ist, das ist genauso etwas wie... Es ist hure kritisch. Gut, also ich meine... Aber ich glaube, unsere Meinung... Wir können die Meinung einfach sagen... Wir haben eine Meinungsfreiheit da drin, das heisst, wir dürfen das sagen. Also wenn ich jetzt gerade aber nicht urteilen, so. etwas sagen dürfte, würde ich sagen, ich persönlich bin pro-choice. Weil ich finde, es ist der Frau ihr Körper, sie darf darüber bestimmen. Also natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Pärchen bist und sie wird schwanger und wird abtreiben und der Mann findet vielleicht, hey, ich meine, es ist auch mein Kind. Ja, es ist zwar auch sein Kind, aber es ist immer noch ihr Körper und Konsequenzen davon muss sie quasi tragen. So, ja, und sie müssen es halt wirklich untereinander sonst halt Worst Case ausdiskutieren. Aber, I mean, ja, you know. Ja. Weil ich finde, Pro-Life ist in Polen ist so momentan extrem. Oh, ja. Das ist richtig heavy, weil sie haben ja gerade einfach komplett verboten abtreiben. Ja, auch wenn es gesundheitliche Gründe hätte. Genau. Und das finde ich, kannst du nicht machen. Das ist richtig krank. Ich habe letztens gelesen, es hat mehrere tausend Abtreibungen gegeben, also sehr, sehr viel. Und mehr wie, ich glaube, 85% von den Abtreiben sind einfach nur abgetrieben worden, weil Kinder behindert sind. Also weil Kinder das nicht so... Und da finde ich dann auch wieder kritisch. Das habe ich zum einen mal nicht gewusst und ich finde es nicht ganz korrekt, wenn man wegen dem sein Kind abtreibt. Aber wenn jetzt zum Beispiel weisst, okay, das Kind, ich könnte es finanziell zum Beispiel gar nicht unterstützen, wenn genau, es so auf die Welt kommt. Oder wir haben die Möglichkeit dazu nicht. Dann verstehe ich es. Ja. Ich finde es ein kritisches Thema, ich bin aber grundsätzlich auch dafür. Also ich finde, man sollte abtreiben dürfen, aber nur wenn die Frau damit einverstanden ist.
Ja, Also, es muss jeder für sich wissen. zum Beispiel, wenn es der schlussendlich. Mann sagt, treib ab und sie sagt nein, dann nein. Der wird nicht abtreiben. Genau. Also ja, Frau hat das letzte Wort in dem Sinn, finde ich Ja, auch. same. Das muss ich jetzt auch sagen. Und dann habe ich auch noch auf Snapchat Telonym-Link gepostet, weil ich das Gefühl habe, die Leute haben mehr Eier Fragen geschrieben, wenn es auf Telonym ist. Dort ist als erstes die Frage gekommen, wo wir eigentlich in der ersten Folge halt einfach nicht einmal geklärt haben, und zwar, wie sind wir auf die Idee gekommen, Podcasts zu machen. Ups. Das hätten wir eigentlich von uns, das tut uns leid, aber ich glaube, wir können das einfach jetzt erklären. Ich weiß nicht, Raul, willst du mal anfangen? Ja, voll. Also, ich habe in der Oberstufe Projektunterricht beleidigt. Ich empfehle es niemandem. Wenn man es abwählen kann, wählen es ab. Und dann habe ich zusammen mit dem Kollegen gesagt, ja, wir wollen einen Podcast machen. Und haben dann halt so Ideen gesammelt, ja, wir wollen über das und das reden. Es sind halt Lehrer dazugekommen. Dann hat es halt gesagt, ja, okay, das Thema, wo sie auch mitreden können. Dann haben wir halt Social Media genommen. Dann sind wir zum Kanal K gegangen, also zum Radio. In Aarau. Dort in Aarau, ja. Haben es dort aufgenommen, veröffentlicht, und das war es dann eigentlich gewesen. Und dann bin ich eigentlich schon schnell ins Spiel gekommen, und zwar hat er die Podcast-Folge auf Snapchat per Soundcloud-Link Einfach weil es teilt. irgendwie ein Jahr her war. Genau, oder es ist verdammt lang. Und er hat einfach das irgendwie gefunden, kann er dann auch komm. so. Einfach mal Auch mal rausfetzen. raus. Einfach so Memories. Und ich bin ja als Musiker mit meinen ganzen Mikrofonen und Kabel und dem ganzen Shit, was ich daheim habe, generell einfach unfassbar begeistert von dem Zeug. Und habe auch privat sehr viel Podcasts gelesen, Baywatch Berlin, Gemischtes Hack, Dick und Doof, die ganzen Sachen. Tut mir leid, aber ich lasse deutsche Podcasts. Auf jeden Fall bin ich dort sehr interessiert gewesen. Habe früher auch immer so Hörbücher aufgenommen und so die ganze Scheiße. Also ich habe es einfach ultra geil gefunden. Und dann habe ich ihn einfach komplett random gefragt, ey Raul, hättest du theoretisch, rein pragmatisch Lust mit mir das Gleiche machen, aber auf Tour. Also nicht nur eine einmalige Folge, sondern wirklich so, wie wir es jetzt machen, eine Folge nach dem anderen. Und mal aufbauen. Und ich weiß nicht, ob er direkt zugesagt hat, aber ich glaube, sehr schnell hat er zugesagt, oder? Also, Ja, da haben wir, also ich glaube, es ist halt so, du hast geschrieben gehabt, und das war für mich gewesen, wieso nicht? ja, also, Ja, sicher, okay. Ja. Und dann habe ich mir noch ein weiteres Mikrofon gekauft, dass wir 2 Mikrofone haben, noch ein weiteres Arsenal, dass wir auch einigermaßen aufnehmen können. Und ja, wir haben nie wirklich so eine Idee gehabt, in welche Richtung wir gehen wollen. Deswegen haben wir genau so einen Trash-Shit gemacht, wie wir jetzt sind. Deswegen ist es eventuell random. auch sehr langweilig, aber eventuell auch sehr geil. I mean, Und ja, das ist eigentlich die whole Story vom Podcast. Ja. That's it, pretty much. ja, also ja, wir haben auch schon Nachrichten bekommen von Teilskollegen oder Kolleginnen, dass es gut ist, dass es so random ist. Weil da kann man irgendwo eigentlich einschalten und Genau, man kommt das ist ja... Ich meine, wenn jetzt für 1 Stunde lang einfach nur über das Thema, aber zum Beispiel Abtreibungen redest, Da kannst du irgendwann nicht mehr zuhören. ja. Das ist wie Unterricht in der Schule. Das Doppelstunde Franz, Alter, tschüss. Adieu. Nein, aber ja, das ist, also da habe ich sehr viel Rückmeldung bekommen. Das haben wir aber schon auch im Intro gesagt. Also das ist sehr geil gewesen, und sie haben wirklich gesagt, es ist geil, dass es so random ist. Ich glaube, die Folge ist nicht so geil wie die erste Folge, aber das liegt nicht an uns, was beurteilen. Wir tun einfach wieder mal reden. Aber unsere Folge war sehr erfolgreich gewesen. Und das ist jetzt die schlimmste Überleitung zu dieser Frage. Raul, was war dein grösstes Erfolgserlebnis gewesen, das du bisher je gehabt hast? Hoch. Das Bestehen vom IO-Diplom. Ich hätte alles erwartet, aber nicht das. Ja, keine Ahnung, ich kann nicht. Also, ich müsste Hobbys haben, zum Erfolg haben in etwas. Und die habe ich nicht. Also keine Ahnung. Vielleicht. Nein! FMS-Aufnahmeprüfung. Ah, ja, Also, probably, ja. I mean, ja, das ist, glaube ich, so das Größte gewesen bis jetzt. Ja, well, ja, doch. Ja. Sonst, ja. Ja. I mean, ich Ja. weiss, wie steht es um dich? Ja, ich habe natürlich als Erfolgserlebnis. Ja. Also ich meine, ein geiler Moment war, im Gegensatz zu dir habe ich Hobbys. Ouch. Nein. Wo ich natürlich beim Zürcher Musikwettbewerb den 3. Platz gemacht habe. Bin ich ziemlich stolz gewesen mit der Gitarre damals.
Stonks. Bin ich sehr jung gewesen, noch nicht mal im Stimmbruch, aber ich habe mich, das war sehr geil gewesen. 100 Franken gewonnen, ist für einen kleinen Bub sehr viel. Und dieser geile Musikpokal, der dahinter steht. Ah, Das ist einfach, ja nein, das ist richtig geil gewesen. Und jetzt, letztens, mein Erfolgding ist eigentlich, ich bin ja in der Impulswoche gewesen für, wie arbeitet man in einem professionellen Tonstudio. Und der Typ, der in dem Studio ist auch gleichzeitig der Leiter vom Jazzorchester von Aarau, wo mit der alten Kante und der neuen Kante zusammen gemacht wird. Und ich habe dort in dieser Impulswoche halt ein paar Mal Schlagzeug gespielt und ein paar Mal Gitarre gespielt. Und er hat mich jetzt dazu eingeladen, ins Jazzorchester zu kommen, weil er das Gefühl hat, der andere Schlagzeuger sei nicht genug gut und würde aussteigen. Und das ist natürlich ein Gefühl, das sehr geil ist, wenn ihr einen professionellen Studiomann, Tontechniker... Studiomann. Ja, Mann. Wo schon mit Whitney Houston Band und Michael Jackson zusammengearbeitet hat, dir sagt, dass du genug gut bist und dich einladen ins Jazzorchester. Das ist natürlich sehr geil. Und dann Gitarrenlehrer von Lenzburg. Richtig geiler Typ. Grüß gehen raus. Ich sage jetzt den Namen einfach mal nicht, aber er weiss, falls er den Podcast irgendwann mal hören will, weiss er, wer gemeint ist. Und es ist ein riesengroßes Erfolgserlebnis. Ich habe einiges, als ich noch bei meinem alten Schlagzeuglehrer war, hat der Gitarrenlehrer von Lenzburg meinen damaligen Schlagzeuglehrer angefragt, ob er irgendjemanden hätte, wo seine Gitarrenschüler viel mit der Cajon könnte begleiten. Was kenne ich. Für die, die es nicht kennen, das ist die Holzkiste, grob gesagt, wo vorne ein weiches Holz ist, wo man so ein bisschen akustisch Drum hat, aber sehr speziell klingt, aber sehr geiles Instrument. Und ich bin halt der einzige Schüler gewesen. Das war mein Klingelton. Super. Ich sollte es vielleicht wieder auf lautlos machen. Cajon. Genau. Ich bin halt der Einzige gewesen, wo Cajon gespielt hat. Und dann hat er mich halt zu ihm geschickt. Und dann habe ich anscheinend so gut abgeliefert, dass er mich seit dort, und das ist sehr lang her, jedes Jahr oder mehrmals sogar im Jahr dafür anfragt, immer wieder seine Schüler zu begleiten. Und das ist jetzt inzwischen sogar so weit gekommen, dass er jetzt mit mir eine Band gründen mit anderen Profimusikern. Also ich bin kein Profimusiker, mit anderen Profimusikern, mit anderen sehr guten Musikern. Und ich meine, das ist natürlich schon ein gewisser Stolz, den man da hat, wenn man auch von mehreren Seiten angefragt wird. Auch Kadetten von Aarau haben meinen jetzigen Schlagzeuglehrer angefragt, aber jemand hat, und er hat wieder mich gefragt. Das ist natürlich einfach so generell so eine Bestätigung, dass du etwas kannst. So, ja. Du musst ja fast Talent haben, wenn du so Anfragen und so bekommst. Eben schon. Also, du spielst ja mehrere Instrumente, ja. Aber so dein Lieblings ist Schlagzeug. Ja. Wenn ich ein Instrument könnte spielen, ich weiß nicht, kennst du das? Ich glaube, das heisst Theremin oder Theremin auf Englisch. Ist eines der ersten elektrischen Instrumente. Und mit dem macht man so die Alien-Geräusche. Das ist so geil, wenn du lenkst das eben nicht an, das musst du mal suchen. Und vielleicht mal ablassen. Wie heisst das? Theremin geschrieben mit, also TH. Ich glaube, das ist... Bro, Kennst du die? das ist das, was so easy geht mit dem Finger irgendwie so... Ja, du kannst eigentlich einfach in der Luft rumwedeln. Ja. Und dann tut es Geräusche ablassen. So, ja. Alter, Willst zu du etwas wild. ablassen, Ja, oder? ich bin schon dran da. Es ist halt nur Werbung da. Das ist so ziemlich... Und die sind so geil. Es ist einfach, Das ist jetzt Klavier. Es ist so geil. Aber es scheint extrem schwer zum Spielen. Es sieht halt hure schwer aus, weil du hast irgendwie... Wie funktioniert das, Alter? Da ist auch nochmal irgendwie hast- etwas... Ja, okay. Spiel einfach dieses Vielleicht Instrument. musst du noch schnell sagen, der von wem es ist. Genau, das Video, das ich jetzt schaue, ist von Carolina Ake, oder wie man ja immer ausspricht. 7,1 Millionen Aufrufe. Und das, was ich vorher abgespielt habe, ist von Peter Pringle. 9,9 Millionen Aufrufe. Also, ich habe da, es ist ein Bild, das steht. Und zwar auf der einen Seite, auf der linken oder rechten, je nachdem, hast du so eine Schlaufe eigentlich. Ja. Eine horizontale. Ja. Und mit dem tust
ich muss vielleicht näher reden. Haha, Bisschen. Ubela. Also eben hast du so eine Schlaufe und mit der tust du eigentlich Auf- oder Abbewegungen machen. Ja. Und du hast, das ist jetzt auf Französisch, Volume élevé, also das Volumen eigentlich dingseln. Ja. Oder halt je nachdem hoch-tief. Und bei dem Also was steht? Volume oder Volume? Also, Volume élevé und okay. Volume bas. okay. Und mit der anderen geraden Stange, die vertikal aufsteht, eigentlich, du hast die Frequenz von der Noten Boah. bestimmen. Je nachdem, wie nahe halt dran bist und mit welcher Handbewegung du das machst. Und es ist halt, ich würde es so gerne einfach mal ausprobieren. Ja, es würde ja. nicht gut tönen, aber es wäre so lustig. Bist du jemand, hast du das Gefühl, hast du dort so ein Hidden Talent, dass du ein Instrument in die Hand gedrückt bekommen hast und relativ schnell etwas spielen kannst? Ich triangle fix. Alle anderen wird schwierig. Ich stelle mir den Raul im Orchester vor, so einer ist im ganzen Lied Ping und Ade und Heigo. Aber so der am meisten, der in der Probe am meisten Probleme macht, so der Ja. mit den Triangeln, weil er immer im falschen Moment schlägt. Kennst du das Video von dem Paukenspieler im Orchester, der voll aushält auf der spickt Paukenschlag? zurück. Der spickt zurück und der Crash-Beckenspieler ihm voll in die Fresse. Und das können sie doch einfach von der Bühne weg. Und er schaut ihr so hinterher, was habe ich falsch Ups. gemacht? Ja, aber ich finde so die spezielleren Instrumente immer hure geil. Ja. Also ich finde, früher habe ich immer im Kindergarten mit so einen Musiktag gehabt. Da haben sie irgendwie mega viele Instrumente gebracht und ich habe Geige geliebt. Oh, du Grusige. Ich habe es nie angefangen, aber ich habe so gerne drauf einfach rumdingselt. Oh. Ich glaube, ich hätte schüch kein Talent dafür. Aber ich habe es gerne gemacht dort. Ich will nicht wissen, wie schlimm das tönt. Ich wünschte, das wäre aufgenommen worden. Aber ja, so komische, in Anführungsstrichen Schlusszeichen, Instrumente oder exotische, halt eben so von anderen Ländern, finde ich cool. Ja. Was auch cool sind, aber das würde ich persönlich nie wollen spielen, japanische Trommeln. Oh. Das sieht krass aus. Es gibt mega auch schwierig. Performance, sieht hure geil aus, wie sie spielen, so in einer grossen Gruppe. Und zwar nicht die ganz grossen Trommeln, sondern die auf beiden Seiten draufschlagen kannst. Die sieht manchmal noch cool aus, weil sie tun ja nicht nur, ja, einfach wegen der Bewegungen, you know. Ja. Aber das wäre jetzt nicht etwas, das kann man, finde ich, auch nicht lange hören, oder für meinen Geschmack zumindest, weil irgendwann ist es einfach, es ist halt einfach durchgehend Trommeln. Aber in Japan gibt es auch noch ein Instrument, das heisst, ich glaube, Sho oder so. Immer am Googlen. Ja, was mir da für einen Eindruck, die Leute, die sind doch nicht vorbereitet. So, ja. Ey, weißt du was? I do not care. Bro, das lachen gerade. Und das ist eben so wie eine Orgel, aber mini, also du hebst sie vor das Maul. Du hast sie fix auch schon mal gesehen. Oh, Panflöte, das ist so ein geiles Instrument. Ja, ich höre. Warte, ich habe da mal schnell ein Bild. Oder Bilder. Well, das habe ich schon irgendwann mal gesehen. Das klingt richtig wack. Wieso ist es Also bist du so Fan von so traditionellen Instrumenten, like zum Beispiel Dudelsack? Dudelsack? Ja, das ist so geil. Ich weiss nicht, ich feiere den Sound hure. Wenn so eine komplette Schar von Schotten in der Schotterung mit dem Dudelsack rumstehen und so. Ich weiss, ich finde das hure das geil, das ist Alter. lustig, ja. Aber man da kannst schon... Soll ich es mal abladen? Soll ich dranheben? Was musst du... Hä? Ach so, Das ist jetzt Instrument. Das spezielle Instrument da. Ja. Oh, fuck. Wie er gerade erschrocken ist. Scheiße, ist das laut. Ja, Aber es ist halt, an. es ist halt wirklich einfach ein... Die werden sterben. Das siehst... Also, weißt zum Spielen stelle ich mir richtige AIDS vor, also so wie der das hat. Richtig Belasto. Aber es ist einfach... Es tönt, Tradition irgendwie. es so ist Kultur. traditionell und es tönt so wie nicht von Von da. Japan, ja. Also von dieser Welt. Ich liebe, wegen dem ist auch das andere Instrument von vorher, finde ich das so geil. Weil das einfach so nicht echt tönt auf eine Art. Ja, ja, das ist geil. Einfach umso komischer, umso besser finde ich es. Hast du noch irgendwelche Fragen da auf deiner Punkteliste? So, weil wir irgendwie, heute wissen wir nicht so Das ist richtig jetzt zu reden. Voller Dreischiss, aber lieber Wildcampen oder Luxushotel. Das hast du davor schon angeschnitten gehabt, da mit der Camp, mit der Das kann Berghütte. sein, aber dann habe ich es verkackt, die Frage einzubauen und jetzt sind wir wieder da. Also, ich bin halt nicht so Camper-Fan.
nicht. Ich finde, so für So Zelt finde ich nicht geil. so 2-3 Tage geht voll, finde ich, mit Ja. Kollegen. Aber sobald es anfängt zu schiffen, will ich nur noch heim ins Ja, warmes same. Bett. Ich bin einfach so, Militär wird mich so auseinandernehmen. Gott verdammt, das wird nicht mehr schön. Preislich natürlich auf jeden Fall. Also mit Family sowieso Hotel. Mit Family campen, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es Vor gibt. allem, wenn deine Schwester zum Beispiel auch noch so ein volles Stadtmädchen ist. Ja, Stadtmädchen. das würde ich jetzt schon noch mehr machen, da wäre sie schon nicht dabei. Aber mit Kollegen stell ich es mir noch geil vor. Aber kalt und nass und aber Gut, geil. Ich habe auch schon mit Kollegen im Zelt gepennt, aber halt gerade im Garten eigentlich. Und das ist halt voll easy, weil du kannst einfach dort sein, du kannst relativ laut sein halt, du kannst easy Film schauen und was ich Ja, weil das du habe hast ich auch immer noch Connection, Internet. Und das ist voll easy. Also das ist lustig. Das habe ich auch mal gemacht mit dem Joel. Grüß gehen raus an ihn. Auch wieder dieses Mal. Ich rede schon wieder über ihn. Er ist eine Legende, eine alte Legende. Nein, also haben wir auch gemacht. Im Garten übernachtet und ist geil gewesen. Du bist auch so, bist du eher Camp oder eher... Ich tue so im Garten finde ich es voll easy. Ich würde auch voll mal gern. Ich bin halt noch nie so richtig campen. Aber ich würde es gerne mal machen. Aber halt eben nicht so für eine ganze Woche, das wäre mir too much. Okay. Aber ja, ich meine, Luxushotel ist halt immer easy. Aber ich habe das Gefühl, wenn es gutes Internet hat, bin ich einfach im Zimmer und mache nichts. Also, Du es. genau, wenn du jetzt nicht in einem Ort bist, wo Attraktionen hat, dann bist du einfach im Hotel. Und dann ist so, ja, okay, vielleicht hat es einen Pool. Wenn du Glück hast, kannst du das machen. Und sonst, ja, YouTube. Und dann kann ich ja gerade daheim bleiben. Was ist... Du bist ja sehr oft am Reisen gewesen, oder du gehst ja sehr oft oder so. Hat es in dieser Zeit oder auch so in general einfach so Sachen gegeben, wo du denkst, boah, die sind richtig crazy gewesen. Das sind so verrückte Sachen, die du erlebt hast. So, du hast, glaube ich, letztes Mal irgendwann mal etwas von dem Schießen auf dem WC in Japan erzählt oder so. Mit in diesen China, glaube ich. Das ist oder in China. Aber so etwas, wo du so unglaublich war, so faszinierend, oder etwas, was einfach komplett out of mind Wir ist. sind in Myanmar, oder früher hat es Burma geheißen, sind wir zu so einem vergoldeten Stein gegangen. Ist so auch ein Tempel, da kannst du mal googlen, der sieht richtig spektakulär aus. Es steht direkt so am Rand und sieht aus, als ob er runterfallen würde. Und dann haben sie es komplett vergoldet mit einem kleinen Stupa, wie man das heisst, oben drauf und so. Ja. Und voll schön. Und zum dort raufzugehen, musst du in so einen mega grossen Truck einsteigen. Und es hat keine richtige Bänkchen drin gehabt. Du bist nicht angeschnallt gewesen und nichts. Voll gestopft ist der geworden. Du bist einfach auf einer Holzstange mehr oder weniger gehockt. Und der ist so schnell dort raufgefahren. Und es sind aber nicht so tiertige Strassen wie bei uns in der Schweiz, einen Berg rauf. Es sind wirklich so Schlammstrassen teils. Und der ist einfach raufgefräst. Und wenn dann der in der Kurve so schnell rein ist, du hast wirklich das Gefühl gehabt, das Teil geht jetzt dann runter. Das ist alles andere als sicheres Fahren gewesen. Ja. Und ich habe es lustig gefunden. Aber Ich stelle mir so vor, du hinten am Lachen, alle am Brüllen, Toten, sagst du so, es ist halt so ein hinten bisschen, drinnen am Lachen. es ist halt ein bisschen wie eine Achterbahn gewesen und es ist eigentlich nichts Positives, wenn Autofahren mit Achterbahn vergleichen musst. Aber es ist ein Erlebnis gewesen. Bei meiner Schwester hinten drin sitzen, das war auch Achterbahn gewesen. Alter, als ich mit dem Joel, der Sarah und meiner Schwester sind wir am Abend essen gegangen und der Joel und ich, beide grösser wie meine Schwester und ihm seine Schwester, also Sarah ist ihm seine Schwester, wir sind die grössten Fahnen gewesen, sind hinten drin gesessen. Und meine Schwester, also wir sind immer links, rechts an der Scheibe angeklebt. Es war zu geil gewesen, der Abend. Ich kann auch ihres Fach nicht anzweifeln, sie macht das super und so, aber es ist zu geil gewesen. Und also wir haben wirklich mit Scheiben am geknutscht. Also da links, rechts. Zu geil. Ja, Aber ich habe leider nichts Verrücktes erlebt. Ich denke, du hast jetzt gerade gegenfragen. Aber nein, voll. Ja, mein Leben ist ziemlich langweilig. So, ja, es geht, wenn du halt eben Musiktalent angefragt von Zeug und Sachen. Ich würde das nicht langweilig bezeichnen, aber okay. Ja, ich bin halt nie reisen. Ich habe halt keine Reisestory so. Voll boring. Golden Rock, kleiner Moment. Was ist das? Ey, das ist brutal. Hey, was die Leute sich jetzt von dieser Podcast-Folge denken, da die ganze Zeit am Googlen. Es ist Googlen, es ist so. Aber you know what? Wir haben kein Skript und das ist voll easy. Es sind einfach mehr am Gedanken rausfetzen. Also, I mean, Ja. you know, wenn ihr etwas wollt, müsst ihr halt ein bisschen angeben.
was ihr hören wollt. Das Ding ist halt, ihr könnt so ein bisschen eine Richtung vorgeben, wie zum Beispiel eine Leitfrage geben, weil wir tun vom Thema abschweifen. Wir haben mit Halloween gestartet, aber wir sind bei Abortion geendet. Heute ist irgendwie, also ich meine, ja, heute haben wir mit Halloween angefangen und sind jetzt zum irgendwie Traumhaus, nicht Traum, irgendwie Land und Stadt und Autofahren können kommen. Also, aber ja, ich kann da die Frage doch ein wenig zu spät in die Story getan. Ich glaube, wir haben einfach zu wenig Glück geschrieben. Wir brauchen auch so eine Rubrik. Ich glaube, das würde da unseren Podcast ziemlich aufheitern. So wie so ein Witz von der Woche. So. Das wäre schon... Das ist so die übelste Flachwitz. Ja. Was ist weiss und rund? Ja. Jetzt kommt wieder der... Ich habe keine Ahnung. Ein Ping-Pong-Ball. Bruder. Bango sterben, Alter. Ich finde es toll. Bro. Es ist so offensichtlich und... Kollege. You're welcome. Was ist grau und kann nicht fliegen? Eine fette Taube. Ein fucking Parkplatz. Oh, in dem Fall. Bruder. Das sind doch die guten Witze, like you know. Ich bin da jetzt gerade auf dieser random Fragenseite. Ich bin am durchlesen, weil meine Fragen haben wir, glaube ich, alle beantwortet. Ja, also ich habe halt fast keine Fragen in dem Sinn. Und Du hast halt wirklich keine Frage rausgeschrieben. So. ich habe so 2. Und dann der Rest ist einfach Halloween, ganz gross. Denkst du, dass Leben in anderer Galaxie gibt? Gut gedeutscht, ich habe. Oh, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Das könnte voll sein. Die Antwort ich ist glaub, simpel. Ja. I mean, Es ist hure behindert, aber ja, es fix. muss fast. Fix? Weil es gibt so viel mehr. Und die Chance, dass nur mehr, leben. Vielleicht sind sie nicht so fortgeschritten wie wir. Vielleicht sind wir nicht so fortgeschritten wie sie. Kann alles sein. Und vielleicht sind wir auch so Gleichstand. Und dann hätten wir sie nicht entdecken, sie würden uns noch lange nicht entdecken, like, Ja. Was ist ist... halt schwer. Bekommst an Halloween, wenn wir feiern, verteilen die dir irgendwie Geschenke oder so einen Scheiß? Geschenk. Ich weiss nicht. It isn't Christmas, my dear. Ich weiss, aber ich habe irgendwann mal von Leuten gehört, die sich irgendwie so auch immer so Geschenke, also vor allem Süßigkeiten, sich so gegenseitig geschenken, aber dann ist es irgendwie so ein bisschen ausgegangen. Das ist einfach Fake Halloween. Also das Ding ist halt, an Halloween sind manchmal Süßigkeiten billiger und du kaufst sie für dich und nicht für andere. Was ist so die traurigste Überleitung, aber was ist so das geilste Geschenk gewesen, wo du jemals bekommen hast, so? So Geburtstag oder so. Kannst du als kleines Kind sagen, fast jetzt irgendwie in der heutigen Zeit nicht geschenkt. Bist du, kleiner Abstecher, bist du jemand, der, wenn er Geburtstag hat, richtig geil geht feiern, oder bist du so jemand, oh, lass mich bitte nur, es ist ein Tag wie jeder andere? Am Geburtstag selber in der Regel nicht gross. Es ist häufig dann einfach so, ich stehe auf. Ich meine, die meisten Kollegen haben genau an dem Tag, weißt du, so keine Zeit oder so, um etwas zu machen. Ja. Oh, das ist unter der Woche. Oder unter der Woche, irgendwie so etwas, ja. Und dann ist halt so, ja, mit der Familie ein bisschen, vielleicht kommen Grosseltern vorbei, vielleicht gibt es ein bisschen Kuchen. Und dann vielleicht später mal einfach im Freundeskreis ein bisschen feiern, aber jetzt nicht gross, wir gehen in den Club, bis wir alle abstürzen und nein, einfach für uns feiern. Yeah. Aber es ist nie an der grossen Glocke in dem Sinn. Früher habe ich immer das Drama gemacht, das war so meine Ausrede, wenn irgendjemand etwas Doofes gemacht hat, wo ich doof gefunden habe, in der Familie. Yeah. Es ist mein Geburtstag, versaut es nicht. Bro, Alter, nein, wir haben so einen kleinen Spaß in unserer Familie. Wenn der Geburt hat, dann hat er das Gefühl, alle laufen nach seinem Willen, alles muss nach seinem Willen gehen und so. Jetzt müssen alle für mich singen, dann müssen alle Geschenke verteilen und dann ist es wirklich so etwas, wir sind mal so im Gang, das ist aber länger her, ich habe ihn lange nicht mehr getroffen, ich weiss nicht, ich denke, er ist jetzt auch schon Erwachsener geworden, er ist zwar immer noch ein Kind, aber er ist natürlich auch schon ein bisschen gereift, aber so das, nicht schlimm, aber das dümmste Erlebnis, das ich gehabt habe, ist, wir sind so im Gang, einen Tag vor seinem Geburtstag. Und ich bin dann aus dem Auto ausgestiegen und habe unter dem Arm so ein grosses Geschenk für ihn gehabt. Mhm. Und der ist dann einfach gekommen und hat es mir aus dem Arm gerissen und hat es aufgerissen und hat es aufgeholt, obwohl er am nächsten Tag Geburt hat. Ah, das ist absolutes No-Go. Und das finde ich kritisch. Absolutes Nein. Es sei denn, es ist, sagen wir jetzt zum Beispiel, du gehst 1 oder 2 Tage, bevor du irgendwo hin abfliegst. Und jemand gibt dir ein Geschenk so, hey, ja voll. Sagen wir, Grosseltern geben dir ein Geschenk.
und sie wollen vielleicht sehen, wie du reagierst, dann würde ich es vielleicht noch aufmachen. Aber sonst aus Prinzip erst an Geburtstag. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht, aber am 10. November hat es jedes Jahr so eine richtig grosse Musikmesse gegeben. Oder es gibt eigentlich normalerweise immer. Und das ist wirklich, die Dimension, hättest du nicht gedacht, dass das in der Schweiz möglich ist. Es ist in dieser riesigen Halle, ich weiß gar nicht, wie der Ort heisst, so in der Nähe vom Bierfeld, dort hinten gibt es so eine fette, ich glaube, Okay. Wolle. Nein, kein Einfach Plan. eine Halle, okay. Eine richtig grosse, wo eigentlich normalerweise Militärverkauf ist, wo so Militärsachen verkauft werden. Und dort ist dann wirklich so, also, ey, da kommst du rein und Alter, die auf 2 Stöcke verteilt, alle verkaufen so gebrauchte Gitarren, wahnsinnig viele Schallplatten, Studiogeräte. Das Keyboard da zum Beispiel habe ich von dort, meine akustische Gitarre habe ich von dort. Und wirklich zu Spotspreis. Also für die Gitarre gibt nur 350 Stutz, für das Keyboard nur 200 Stutz, so weißt wo normalerweise 1000 willst herblättern, einfach weil es gebraucht sind und so. Wo aber alle im hammermäßigen Zustand sind, weil das alles Musiker sind, die dort sind. Und der ist halt immer am 10. November und die es wissen, die kann am 16. November Geburtstag. Und Perfektes Timing. es ist halt so, dann sagen meine Eltern nicht, ja, jetzt können wir dir da nichts kaufen zum Geburtstag, sondern dann kaufen sie mir halt die Gitarre und sagen, ja, das ist jetzt dein Geburtstagsgeschenk, weißt du, so. Einfach mit Absprache halt. Und ich habe auch sehr oft sogar schon eine Woche oder einen Monat vorher irgendwie sogar schon mal so eine Gitarre oder irgendetwas halt gekauft, was mehr kostet, dann hat es halt geheißen, ja, also das ist jetzt dein Geburtstag und Weihnachtsgeschenk zusammen oder so, weißt du, irgendwie so etwas. Aber noch zurück zu der Frage, was ist das geilste oder größte Geschenk, das du jemals bekommen hast? So. Das ist... Ich glaube, die Frage können wir gerade so als abschliessende Frage nehmen oder so. Es ist schwer. Ich mag mich so fast nicht... Keine Ahnung, ich war mega Lego Star Wars Fan gewesen. Ich glaube, so ein Moment, wo ich wirklich gestorben bin, eigentlich, ich habe immer ein bestimmtes Raumschiff einfach wählen. Es war ein altes Set gewesen. Ja. Und es ist nicht mehr produziert worden. Und ich habe meine Eltern angefragt, ey, gib mir das scheiß Set. Ja. Einfach, es ist bald Geburtstag, ey, bitte. Wo ich das dann auspackt habe, ich bin gestorben. Wirklich gestorben. Einfach fertig bin ich mit dem Leben. Einfach glücklich, es hätte aufhören können. Kennst du das Video von dem Typ, wo sie ihm so einen PS4-Karton herstellen und er komplett ausrastet? Ja. Und er macht das auf und ist einfach so Schulhefter und Papier drin. Ja. Ich finde das so ein geiler Prank, so Alter. Alter, das ist zu wild, Mann. So etwas müsst ihr auch mal machen. Das ist zu du geil. wärst ein richtig sozialer Vater, ich sehe es schon. Ja! Kinder so am Geburtstag verarschen. Ja. Ja, I mean... Ja, ich weiss nicht, falls ich die Frage auch noch beantworten soll. Ja. Ich sage eigentlich, die geilste Geschenk, die ich bekommen habe, ist aus der Neuzeit. Musik. Ja, logisch. Musiksachen. Ich meine, wenn du so also, vorher davon geredet hast, dann muss es fast. Bei dem ersten Mal, als ich auf der Messe war, die Gitarre, ist, glaube ich, mein geilster Kauf, weil ich kann immer eine halbakustische Gitarre wählen. Also du siehst ja, für die, die es nicht wissen, in meinem Zimmer steht eine E-Gitarre, eine akustische Gitarre und eine halbakustische, also metallseitende Gitarre. Also quasi also die 3 Grundtypen von Gitarren. Und ich habe immer irgendwie so Videos geschaut oder Musik gelesen, wo halt so eine akustische Gitarre anfangen zu spielen und die haben immer so die metallseitende Gitarre einen ganz speziellen Klang. Und dann habe ich das mit meiner klassischen Gitarre versucht nachzumachen und sogar noch mit Plektron spielen. Ich so, Gott verdammt, wieso klingt das nicht so? Bis ich dann herausgefunden habe, dass es die Gitarren sind und dass die überall gespielt werden, dass man die auch einstecken kann und es trotzdem wie eine akustische Gitarre klingt. Und dann volle Faszination. Und wenn ich den endlich hatte, und die klingt so schön, die hat so einen grossen Korpus. Alter, einfach zu geiles Geschenk. Und als zweites dann ein Jahr später mein Keyboard, da mein MIDI-Keyboard, das ich zum Produzieren von Beats und auch, ich habe mir auch vorher ein Horrorlied gezeigt, das ich mal gemacht habe. Alles das mit dem Keyboard, ohne das Keyboard wäre das nie möglich gewesen. Ich habe mit dem Keyboard jetzt so ganz, ganz schüch einzelne kleine, schlecht Stück Klavier spielen gelernt, also so Uno Martina und so ein Scheiß, halt so, wie man es halt kennt. Ich habe schon immer mal so ein bisschen Ahnung von Klavier, wie ist das überhaupt aufgebaut. Das ist wirklich so, ja, finde ich geil. Und Partys, ich bin jemand, ich hasse Partys, sondern ich hasse es, wenn ich so Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich sie nicht will. Und Geburtstag ist so, lass mich in Ruhe, ich will nicht so. Zum Beispiel das, was der Raffi machen am Montag, wenn ich Geburtstag habe, am 16. November, will er fett laut in der Mensa Happy Birthday singen. Das Ding ist, ich glaube, die ganze Klasse wird einsteigen. Ja, ich weiss und ich hasse das.
ich sitze dann da, Kapuzen auf, ich kann jetzt keine, aber Kapuzen auf und rausrennen, Alter. Weil das ist einfach so ein Moment, nein, bitte nicht, nein. Du musst dann einfach mitmachen und am Ende ganz laut klatschen. Ja, und dann aufstehen und auf dem Tisch stehen und einen Strip machen. Woo! Und dann so Schüre besteuert. Geil. Nein, aber so generell auch, Scotty läutet mich auch immer ein, was wünschst du dir, was wünschst du mir? Kollegen haben mich schon gefragt. So Sachen kann ich nie antworten. Was wünschst du mir? Ja. Und ich weiss nicht, hey, ja, Bro, keine Ahnung, einfach ein bisschen Zeit verbringen. Zeit ist das Wertvollste. Das Ding ist, und ich persönlich zum Beispiel will nie Geschenke in dem Sinn. Ja, eben, aber same. viel eher, ey Leute, wenn ihr mir vielleicht helfen, zusammenräumen, falls ich etwas feiere. So Sachen, weißt du, so soziale Nein, Dinger. es ist so. Also früher habe ich immer ganz gerne so Lego. Ich bin voller Lego-Fan. Ich habe einen fucking riesen Lego-Kiste und das glaubst du einfach nicht. Also wirklich Polizeistation, Feuerwehrstation, alles komplett. Und dann habe ich mir gesagt, oh mein Gott, ich will das Lego-Teil und dann haben sie mir es immer gekauft. Aber irgendwann ab einem gewissen Moment, ich glaube, es ist ab dem Moment gewesen, wo mir mein Scotty zum ersten Mal nichts Physisches in dem Sinn geschenkt hat. Und so hat sie mir, für das bin ich wirklich bis heute dankbar, das ist so geil gewesen, hat sie mir Tickets für The Lion King Musical geschenkt, wo ich dann mit ihr und mit ihrem älteren Sohn, glaube der Kleinste, noch nicht dabei gewesen, dass ich dann schauen bin in Basel. Und seither bin ich auch so aufgegangen und bin so musikbegeistert für neue Sachen, weil ich bin so kulturelle Musik extrem Fan, vor allem so afrikanischer Chorgesang und so, eben wie es halt in Lion King Musik ist. Hey, das ist so der Hammer und mit diesen Licht und die Story und ich bin dann danach gerade noch einmal mit der Familie gegangen, weil es so unfassbar geil ist und man findet immer wieder so geil und ich glaube wirklich ab dem Tag, wo sie mir das geschenkt hat, habe ich mir gedacht, ey, ich brauche nicht Spielzeug, ich brauche nicht irgendwie physisches. Es ist heutzutage, wünsche ich mir entweder einfach nur einen Batzen, dass ich mir irgendwann mal etwas kaufen kann, wenn ich gerade weiss was. Oder einfach, also letztes Jahr zum Beispiel habe ich gesagt, ey komm, wir treffen das einfach, machen etwas Geiles und sind wir zusammen gut Trotti fahren, haben dann zusammen bei ihnen gegessen, haben sie uns zum Essen eingeladen. Mein Gott, ich kann mega gut kochen, weil sie eine Ausbildung hat. Ja, und generell ist es auch so, wenn mich jemand fragt, was wünschst du dir, weiss ich genau in dem Moment nie. Das ganze Jahr durch weiss ich, das wollte ich. So fette und dann Liste. nie. Meine Eltern haben mich auch schon gefragt und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich wünsche ich mir nur ein FL-Studio, aber das ist einfach in einem Preisbereich, wo man nicht als einmaliges Geburtstagsgeschenk kann nehmen kann. Also 300 Stutz ist nicht einfach so schnell mal so, weißt du, geben. So. Gut, vielleicht für den 18. Das Wenn wäre es ein bis Geschenk. dann noch nicht Ja. ist. Das ist das Ding. Der Plan wäre eigentlich gewesen, das schon in der Sommerferien zu haben, aber es hat mich nicht mehr genommen zum Ferienschöppeln. Das ist ziemlich belastend Ouch. gewesen. Nein. Ja gut, ich meine, Corona und so macht halt vieles kaputt. Ja, Also, das sowieso. Und Partys bin ich so eine, ich mache nicht gerne Partys, weil das Ding ist, ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben auf eine Geburtstagsparty geladen worden von der Amy, grüß gehen raus, beste Kollegin von mir, sie hat sehr viele Leute eingeladen, ich weiß nicht wie viele wir insgesamt waren, aber ich glaube etwa 42, wenn ich richtig gezählt habe im Klassenchat. oh mein Gott. Sind aber nicht alle gekommen, aber von der AKSA hat sie eingeladen und von der NKSA und Kollegen vom Theater und so Zeug, ich bin auch dabei gewesen. No shit. Und dann ist halt so, ja, eigentlich müsste ich sie ja jetzt auf Geburtstagsparty einladen, wenn ich eine Geburtstagsparty mache, aber ich habe weder irgendwie den Ort, wo ich es machen könnte, also klar draussen, aber jetzt im Winter ist es sowieso arschkalt. Und dann kommt dann wieder, weißt du, wenn ich dann so, je grösser ich die Party mache, desto mehr Leute wollen eingeladen werden, dann kommt plötzlich irgendein alter Kollege, mit dem ich seit Jahren nicht geschrieben habe, ey, wieso, wir sind doch mal so gut befreundet gewesen, wieso ladest du mich nicht ein und so, weißt du. So. Ah, ja, gut. Und auf die Diskussion habe ich einfach keinen Bock. Bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich einfach meine 2 Buddies einlade, den Kuna und den Janis, und wir dann irgendeinen Film schauen und dann in Starbucks irgendeinen Scheiß machen gehen und dann wieder heimgehen. Das ist bisher gut, weil dann ist klar, es gibt die 2 Buddies und der Rest hat nichts mehr zu sagen. Weil sonst ist es dann wieder, ja, keine Ahnung, weißt du, sonst kommen dann alle wieder Leute und fühlen sich irgendwie ausgeschlossen, und auf das habe ich keinen Bock. Ja, ich weiss, was du meinst, aber ich lade halt einfach die Leute ein und wenn du dumm tust, bist eh nicht meine Zeit wert. Es klingt verdammt asozial, aber das Ding ist halt, wenn ich jetzt eine Party feiern würde. Sagen wir jetzt, zum 18. hätte ich meine, ich hätte gerne etwas gefeiert, aber Corona wird es eh versauen. Ich lade irgendwie, keine Ahnung, einfach ein paar Leute ein. Dann sind andere halt wieder beleidigt, wieso hast du mich nicht eingeladen? Ja, eben. Und dann bin ich halt, ich hatte zuletzt mit dir vor 3 Jahren Kontakt gehabt. Ja, eben genau, das sind dann eben wieder die. Für mich ist das halt das Ding, ich habe schon lange keinen Kontakt mit dir mehr gehabt, wir können mal sonst etwas zusammen machen, aber für den 18. habe ich jetzt zum Beispiel einfach gerade die Leute eingeladen, die Aktiv mit denen etwas genau, mit denen ich ja. etwas zu tun habe und viel auch Sachen unternehmen, zum Beispiel. Ich meine, wird dieses Jahr, oder besser gesagt nächstes Jahr nicht passieren, aber you know,
Ja. Ja. Depressing. Nein, ich glaube, es ist ein gutes Ende. Also, wir sind jetzt wieder bei einer ähnlichen Zeit, ziemlich genau der gleichen Zeit, lol, wie beim letzten Mal. Stonks. Ich glaube, der Podcast, wir haben noch Steigerungspotenzial. Aber das setzt voraus, liebe Leute, ich sage es nur einmal, falls irgendjemand den Podcast bis zum Schluss gelassen hat. Helft uns, schreibt uns auch, ohne dass wir euch irgendwie schreiben. Schreibt uns Themen in die Richtung, wo wir gehen wollen. Schreibt uns Fragen, einfach so random, wenn ihr gerade irgendetwas habt. Oder falls ihr ASMR hören wollt. Halt die Fresse, ihr alle. Das wäre so geil. Hello guys, welcome back. Ja. Nein, also Rubriken, wie ich schon gesagt habe, wo wir wirklich jedes Mal immer wieder bringen und ihr jedes Mal wisst, um was es geht und wir dann irgendetwas machen oder so. Oder irgendwelche Vorschläge für Diskussionsthemen oder was auch immer. Das liegt wirklich an euch und dann wird der Podcast auch immer geiler. Ich meine, das ist jetzt die zweite Folge, das ist halt so, wie die zweite Folge ist. Es ist immer noch ein Kennenlernen. Einfach Erwartungen vorerst mal niedrig behalten und sie dann langsam steigern. Ja, genau. Und ja, mit eurer Hilfe wird das dann sicher geiler. Und ja. Adieu. Adieu. Boom. Piu, piu.